Hoi miteinander und willkommen auf Schweizerdeutsch Storytime. Heute nehme ich euch mit in eine kleine Reise zurück in die Geschichte der Schweiz. Und es geht um die Schlacht bei Sempach und den legendären Arnold Winkelried. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer die Transkriptionen auf Schweizerdeutsch-Hochdeutsch findet ihr auch auf meiner Patreon-Seite. Und wenn euch dieser Kanal gefällt, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert ihn sogar. Viel Spaß! Geschichte von der Schlacht bei Sempach und dem Arnold Winkelried. Zu der Entstehung der Schweiz ranken sich viele Sagen und Mythen. Bei vielen davon handelt es sich wahrscheinlich um eine Legende, aber ein Funken Wahrheit ist wahrscheinlich schon dran. Zumindest gefällt mir der Gedanke. Zusammen mit der Entstehung der Eidgenossenschaft ist es in jener unruhigen Zeit zu vielen Auseinandersetzungen mit den Habsburgern gekommen. Sie sind eigentlich in der Anfangszeit der Schweiz die grösste Bedrohung gesehen, sozusagen der Erzfeind der noch jungen Schweiz. Es hat einige grössere Schlachten gegeben und eine bekannte davon ist die Schlacht bei Sempach, die am 9. Juli 1386 stattgefunden hat. Sie markiert vielleicht sogar den Höhepunkt der Konflikt zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern. Sempach ist ein kleines Städtchen und liegt am Südostende vom Sempacher See, nicht weit weg von Luzern. Die Gegend ist schon seit der Zeit der Alemannen und der Römer besiedelt gewesen. Erwähnt wurde ist Sempach das erste Mal im Jahr 1150 und hat dortmal zu Habsburg gehört. Ein bisschen mehr als 200 Jahre später hat die Situation ein bisschen anders ausgesehen, weil sich in der Zwischenzeit im Jahr 1291 die Eidgenossenschaft gegründet hat. Ums Jahr 1386 hat Luzern bereits zu der Eidgenossenschaft gehört und am 6. Januar hat sich dann auch Sempach Luzern angeschlossen. Dank dem sind sie der Zerstörung durch die Eidgenossen entgangen. Natürlich aber haben die Habsburger überhaupt nicht lustig gefunden und haben sich betrogen gefühlt. In ihrer Wut haben sie beschlossen, dem Ort Sempach und auch den Eidgenossen eine Lektion zu erteilen. Die Situation in der Region war angespannt und immer häufiger haben verschiedene kleinere Kampfhandlungen stattgefunden. Weil die Habsburger immer mehr Handlungsbedarf gesehen haben, hat der Herzog Leopold III. Seine Truppen in Brugg angefangen zu sammeln. Sein Heer hat sich aus Ritteradel, aus Schwaben, dem Elsass, dem Aargau, dem Thurgau und dem Tirol, der Führungsschicht von oberdeutschen Städten und Söldner aus Deutschland, Frankreich und Italien gebildet. Die Eidgenossen haben eigentlich damit gerechnet, dass sie die Stadt Zürich angreifen wollen. Sie haben dann daraufhin auch ein Heer zusammengestellt, mit Truppen aus Zürich, Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden. Aber statt auf Zürich ist der Leopold im Juni Richtung Luzern marschiert. Vielleicht hätte er so der direkten Konfrontation mit dem eidgenössischen Heer zu Zürich entgehen und stattdessen im Luzerner Territorium Schaden anrichten. Am 9. Juli sind eidgenössische Truppen von Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden unterwegs auf Sempach gewesen. Sie sind vom Hauptheer in Zürich abgezogen worden und dann nicht weit von Sempach, mehr oder weniger per Zufall, auf das österreichische Heer getroffen. Anscheinend haben beide Seiten noch nicht mit einer Schlacht gerechnet. Das österreichische Heer, das aus gut bewaffneten und panzerten Rittern bestanden hat, hat anfangs sehr träge reagiert. Offenbar ist es für viele Ritter irritierend gewesen, ohne klare Aufforderung auf das Mal zu kämpfen. Im Mittelalter hat man scheinbar bei einer ordentlichen Schlacht als Ritter oder Adliger im Fall von einer Niederlage gute Chancen gehabt, durch Lösegeld wieder freizukommen. Bei einem so chaotischen Aufeinandertreffen wie da hier aber der Fall war, hat da jedoch nicht gegolten. Und das Risiko, effektiv ums Leben zu kommen, ist wahrscheinlich vielen mit Schrecken bewusst worden. Waffen- und zahlenmässig überlegen, haben sie sich aber dann doch die Eidgenossen gestellt. Mit langen Speeren haben sie eine starke Linie gebildet und die Eidgenossen, die hauptsächlich leichte Fußtruppen und mit kurzen Hellebarden bewaffnet waren, sind fast nicht an sie hergekommen. Die Schlacht ist also eher zugunsten der Habsburger gestanden.
bis ein Mann aus der eidgenössischen Reihe einen Entscheid gefasst hat. Der Arnold Winkelried ist ein grosser und kräftiger Mann. Als Truppenführer von Unterwalden hat er die ungünstige Situation erkannt und sich entschieden, zum Handeln. Er hat zu seinen Kameraden gesagt: «Ich will euer Gas bahnen, sorgt für meine Frau und meine Kinder.» Darauf Fabi hat er einen ganzen Bündel Speer gepackt und sich mit dem ganzen Körper darauf geworfen, sodass die Eidgenossen mit den Hellebarden in die entstandene Lücke eindringen und so die Phalanx vom Ritterheer zerbrechen. Da hat den Eidgenossen den entscheidenden Vorteil verschafft, und obwohl sie zahlenmäßig unterlegen sind, hat vermutlich die überraschende Handlung vom Winkelried den Kampfesmut und die Moral der Soldaten zusätzlich verstärkt und beflügelt. Der Chroniken nach seien die Habsburger ziemlich verwirrt gewesen und haben nach dies nach den Kampfeswillen verloren. Die Eidgenossen haben schlussendlich die Schlacht bei Sempach für sich entschieden. Der Sieg über die Österreicher hat zu einer Festigung der Eidgenossenschaft und zum Zusammenbruch der habsburgerischen Herrschaft in der Region geführt. Diese Errungenschaft hat den Weiterbestand der dortmal achtdörtigen Eidgenossenschaft gesichert und ihr weiteres Wachstum ermöglicht.